Zweite Republik in den demokratischen Strukturen ist natürlich nicht am Ende. Hier bleibt ja im Prinzip vorerst einmal alles beim Alten. Würde man das Wahlrecht massiv ändern, könnte man möglicherweise auch hier von Beginn einer dritten Republik sprechen. Was aber am Ende ist die sogenannte versäulte Konkordanzdemokratie, wunderbarer politikwissenschaftlicher Sprech. Das ist eine Demokratieform, die ganz stark geprägt ist vom Kompromiss der beiden ehemals alten großen Volksparteien und die ganz stark geprägt ist auch von den sozialpartnerschaftlichen Strukturen in diesem Land. Und diese Form der Demokratie ist sicher am Ende oder im Finish. Das hat aber im Prinzip nicht erst in den letzten Jahren begonnen, nicht mit der Wirtschaftskrise, sondern eigentlich 1999 mit dem Eintritt der Freiheitlichen Partei in die Bundesregierung. Die größten Probleme sind eigentlich die beiden ehemaligen großen Volksparteien. Sozialdemokraten und ÖVP haben den Wandel der Zeit nicht erkannt, oder wenn sie ihn erkannt haben, haben sie bis dato nicht gehandelt. Charakteristisch durch 3 Punkte, nämlich Punkt 1, die klassischen alten sozialen Milieus sind weggebrochen, also der ÖVP das Bürgertum, was ist heute Bürger, der Sozialdemokratie die breite Arbeiterschaft. Man macht aber immer noch Konzepte, politische Konzepte und Ideen, die diese alten sozialen Milieus betreffen, siehe zum Beispiel die Hackler-Regelung. Und Punkt 3, beide Parteien sind im Prinzip verengte Kaderparteien, also es kommt kaum ein Zufluss von außen. Es wird nur noch innerhalb der Partei Personal rekrutiert und das tut schlicht und einfach einer Partei, einer Organisation und auch natürlich einem Unternehmer nicht gut. Und das sind die großen Probleme. Also das tatsächliche Ende der Zweiten Republik wäre, wenn die Korruptionsskandale, Affären nicht abnehmen, nicht abbrechen, sondern weiterhin bleiben, dass immer neue Affären aufgedeckt werden und so das Vertrauen in diese beiden ehemaligen großen Volksparteien verloren geht. Das hätte dann auf der einen Seite zur Folge, dass die Freiheitliche Partei die Rechte zulegen würde, wahrscheinlich auch die Grünen. Es würden aber wahrscheinlich neben dem PCD möglicherweise noch andere Gruppierungen ins Parlament kommen, also würde zu einer kompletten Zersplitterung des Systems kommen. Siehe Stichwort Piratenpartei. Es würde dann zu einer klassischen Pattsituation kommen, Regierungskoalitionen würden extrem erschwert werden. Es gibt ja einige Länder in Europa schon, wo es wahnsinnig schwer ist, Regierungen zu bilden, die dann sofort wieder in vorgezogene Neuwahlen münden. Und das hätte aber dann auch nicht nur politische Auswirkungen, sondern auch wirtschaftliche Auswirkungen. Da wäre wahrscheinlich das Triple-A, das Wirtschaftliche, auch nicht zu halten, weil das Vertrauen auch in den Staat dann verloren gehen würde, den Staat Österreich von Anlegerseite. Also alles in allem keine erfreuliche Aussichten.